Alle zusammen? Verstehen Sie mich? An der Unimensa ist vegan Trumpf. Darum züchtet man vor dem Eingang einen Rasen. Als die Studierenden in der Pause, aber wir können zusammen grasen. Der Treibhausgasausstoß dann im Hörsaal ist übel, das muss man sehen. Ich sage ja, der Rasen ist eine richtige Furzidee. Mein Sohn an einem Matsch im Joggeli muss stille Nördli aufsuchen. Da kommt es öfters vor, als der FCB gerade dann eine Kiste buchen. Jetzt haben wir etwas überlegt, aber ich will nicht übertreiben. Ich könnte ihm empfehlen, er soll den ganzen Match auf der Scheisse bleiben. Bei Verheirateten ist das Demenzrisiko grösser. Eine Studie hat es bewiesen. Als Ehemann bin ich da nicht einverstanden. Auch alleinstehend hast du deine Krise. Ich finde das schrecklich, wenn jemand die Krankheit hat, weil ich fühle mich noch fit. Haben mir aber auch schon gewünscht, dass ich sagen könnte, wer ist das in der Küche? Ich kenne die nicht. Es gibt neue Berufsbezeichnungen. Master of Construction in Fresh Air. Das ist ein Maurer, das merkst du ja gleich. Dispatcher of Not Good Smelling Things. Das muss einem von der Köbelabfuhr sein. Bachelor of Shithouse Repair. Das ist ein Sanitär, keine Frage. Und dann noch Supervisor of Asshole Kids, ganz klar Sozialpädagoge. Ich bin dafür, dass wir Produkte aus der Region verwenden. Das wäre wunderbar. Wir müssen die Bauern und das Gewerbe unterstützen, doch völlig klar. Mir regt es einfach auf, wenn sich nicht alle Geschäfte daran halten. Das ist ein absolutes No-Go. Ja, an jedem Kiosk und Tankstelle verkaufen sie Kaffee aus Togo. Mein Freund Gusti nimmt an meinem Mösli kein Sandwich, auch am Charivari isst er nichts. Am Kellerstreich sauft er Wasser, hier am Fliegerli kein Champisbrüt. Auch am Leckerli hat er kein Käseküchli genommen. Die Frau sagt, er sei zu dick, das tut ihm weh. Und wenn er vor sich runterschaut, kann er weg seinem Trommel ins Pfeiferli nicht mehr sehen.
Ich habe von der SBB eine Mail gekriegt für meine halbtags gestartete Aktion. Um sich vor Betrug zu schützen, gäbe es 2 Faktoren Identifikation. Zusätzlich zu der Gesichtserkennung braucht es etwas Gleichwertiges, dann sei ich registriert. Dann habe ich die Handykamera ans blutigen Vödel gehabt und schon hat es funktioniert. Ich habe gelesen, ein Chines, der in Zürich studiert, der lebt dort von gratis Aperos und Katzenfutter. Dann habe ich einen Zürcher gefragt, ob er das wirklich so macht. Dann sagt er mir, ja, das tut er. Jetzt habe ich den eingeladen zum Nacht bei der Schwiegermutter. Hat er für einmal keinen Beschaffungsdruck. Aber so wie die kocht, geht er wieder zum Katzenfutter zurück. Trump läutet der Frau Keller-Sutter an. Los, Mädchen, ich habe dir das gar noch nicht gesagt. Wenn ich die letzten Sommer am Telefon abgeputzt habe, das tut mir leid. Weisst, während dem Gespräch bin ich abgelenkt und auch irritiert. Der Infantino hat mir gerade mit der Zunge das Hinterteil massiert. Mein Nachbar vermisst seit 3 Tagen die Frau. Der weiss nicht, wie das Leben weitergehen soll. Sie sind nur mit dem Hund laufen und sie sind auch nicht mehr heimgekommen. Jetzt hat er eine Belohnung ausgesetzt und falls es jemandem gelingt, gibt die Person 500 Stutz, wenn sie den Hund wieder bringt.